Letzte Woche war hier am Europaparlament eine öffentliche Audition zum Thema Handelsakkord über Service. Ich habe hier eine Affiche mitgebracht, für das sieht, wie das aussieht, wenn so eine Konferenz, so ein Hearing organisiert wird. Hier auf der Affiche sieht auch, wie viele Länder auf der Welt von so einem Akkord betroffen sind. An dem Hearing waren Vertreter von Gewerkschaften, Entreprisen und von der Kommission invitiert, für mit den Europadeputierten über ihre Erwartungen, ihre Hoffnungen, aber auch über ihre Ängste im Zusammenhang mit dem Akkord zu schwätzen. So ein Dialog zwischen den europäischen Institutionen und der Zivilgesellschaft ist unbedingt erfordert und immens wichtig, weil viel zu lange hat die Kommission und der Conseil so in Dieren verhandelt. Lo setzt das Europaparlament sozusagen mit Verhandlungstisch. Und das ist gut so, weil dadurch wird auch die breite Öffentlichkeit einbezogen. Aus dem Grund halte ich auch darauf, für erst mehr detailliert Informationen zu dem Sujet zu geben. Die Verhandlungen sind nämlich ökonomisch immens wichtig und können große politische Reperkussionen haben. Was ist dann TISA überhaupt? TISA ist wahrscheinlich der größte internationale Akkord, der jemals verhandelt wurde. 24 Länder verhandeln, wobei die Europäische Union als E-Land zählt. Die 24 Länder stehen für 70% von der weltweiten Serviceindustrie. Am April 2013 haben Verhandlungen über das ganz breite Spektrum von Services angefangen. Das geht über Telekommunikation bis zum Transport und Finanzwelt zum Beispiel. Der wirtschaftliche und politische Interesse von diesen Verhandlungen ist enorm und hat objektiver Sinn kein Protektionismus, kein Liberalismus, mehr stark internationale Regeln am Interesse von unseren Entreprisen und von unseren Bürgern. Für was die Verhandlungen überhaupt, aber welchen Interesse hat Lützeburg dann? Ich muss mal ein bisschen an die Vergangenheit gehen, weil sämtliche Member von der Welthandelsorganisation haben 1995 einen multilateralen Akkord über Services gemacht, den sogenannten GATS-Akkord. 20 Jahre später sind die Regeln größtenteils überholt, das ist ja normal. Aber was schlimm ist, die wenigsten Länder haben sich an ihre Engagementen, was die Abmachung von ihren Märkten angeht, gehalten. Und das Resultat ist, dass ausländische, also nicht europäische Firmen, als Entreprisen zu Lützeburg Konkurrenz machen kommen, aber wenn Eisbetriebe wollen rausgehen am Ausland, kriegen sie große Schwierigkeiten gemäht, für ihr Service hier anzubieten. An Taxen ausgedrückt sind es 6%, die eine ausländische Entreprise an der Moyenne bezielt, für ihr Service an der EU anzubieten. Wenn eine europäische Industrie ihr Service aber exportieren will, bezahlt sie, und ich gebe ein paar Beispiele, 15% an Kanada, 16% an Japan, 25% an Südkorea, 44% an der Türkei, 60% an China. Das vergleicht mit den 6% zu Lützeburg. Und zu Lützeburg sind die Ekaren sogar noch viel mehr hoch, weil einem Index von der OECD noch als unser Marché als 16 von 17 Sektoren mehr op wie nach an andere Länder von der OECD. Am Klartext heißt das, Europa gibt seinen internationalen Handelspartner mehr Avantagen, wie die Eisenindustrien bei sich daheim zugestehen. Da kommt noch dabei, dass die ausländischen Entreprisen sich ganz tags nicht an dieselben Regeln halten wie Eisbetriebe, zumal am Internet. Und das gegen den Interesse von unseren Entreprisen, die so ganz klar ausgebremst gehen. Ihr seht also, TISA kann Chance bieten, für das Gleichgewicht herzustellen. TISA ist auch die Chance für internationale Standards zu schaffen, die mehr hochschlagen, wie das heute der Fall ist. In vielen Bereichen, wo wir ein großes Potenzial haben, ich denke hier an Telekom, an den Warentransport und Finanzservice,
könnte besonders als kleiner Mittelbetrieber davon profitieren, wann sie sich am Ausland wilden ausdehnen. Die Serviceindustrie ist Rückgrat von unserer Ökonomie an dem Motor vom Wachstum am 21. Jahrhundert. Wie wichtig der Sektor von den Servicen ist, unterstreichen ein paar Zahlen. Die EU ist mit 24% am Jahr 2013 der Leader am weltweiten Export von Servicen. Zu Lützeburg machen Servicen 85% vom Reichtum aus. Mit 72,2 Milliarden Exporter an einem Surplus kommerzial von 30 Milliarden Euro. Tendenz steigend. Wenn wir die Möglichkeiten zu exportieren, also vergrößern, dann ist das gut für unsere Kompetitivität, gut für unser Wachstum, gut für unsere Arbeitsplätze. Also, wer verhandelt den Akkord? Und wie wird verhandelt? Wie ich schon gesagt habe, für die Europäische Union verhandelt die Kommission am Namen von den 28 Memberstaaten, und zwar auf Basis von einem Mandat, das sie von den nationalen Staaten gekriegt hat. An andere Wörter sitzen durch die EU-Kommission 500 Millionen europäische Konsumenten, auf allem auch die größte Wirtschafts- und Handelsmacht von der Welt mit Verhandelstisch. Aber welche Rolle spielt das Europaparlament an dem Ganzen? 10. März 2013 hat die Kommission am Namen von Europa verhandelt, ohne das Parlament zu informieren. 10. der Wahlen von CIOT hat das geändert. Auch schon am Juli 2014 hat die Kommission die ersten Texte auf ihrer Internetseite publik gemacht. Am September 2014 habe ich dann als Rapporteur vom Parlament eine parlamentarische Gruppe de Suivi angesagt, den ich auch präsidiere. Und an dem Gruppe gehen wir, die Members aus der Handelskommission vom Europaparlament, von der Europäischen Kommission über die Verhandlungen, über die Entwicklungen informiert. Und so können wir auch als Wunsch und Remarken abbringen. Die verschiedenen politischen Fraktionen am Parlament haben Rapporteure, Koordinateure genannt, und die kriegen sämtliche Verhandlungstexte und Resultate vorleihen. 2014, nach den Europawahlen, hat also vieles changiert. Und 2015 soll das so weitergehen. Den Elan in Richtung mehr Transparenz weist sich dann auch auf verschiedene Manieren. Die Gespräche mit der sogenannten Force Vive, also der Zivilgesellschaft, der Sozialpartner, der Chef d'Entreprise. Es sind Reunionen mit den nationalen Parlamenten geplant, weiter Auditionen mit der Zivilgesellschaft sind geplant, an Publikation von einem Rapport mit konkreten Verhandlungslinien von dem Europaparlament für den Negoziateur soll nach diesem Jahr gestimmt gehen. Aber das ist meine Position an dem Ganzen. Was wird meine Message sein an dem Rapport? Für das das Ganze ein Succès geht, muss es handeln und verhandeln, klar von den Prinzipien von unserem Traité guidiert gehen. Freien Handel, ja, loyal Konkurrenz und Reziprozität, wenn wir an das Ausland gehen. Also was für uns gilt, muss auch für uns Handelspartner gelten. Die Charta von unseren Grundrechten muss der Kompass sein. Und die Rechte der Bürger müssen klar und deutlich geschützt bleiben. Es sollen gerechte Regeln gehen für uns Entreprisen. Aber Ende soll auch der Konsumateur profitieren, zum Beispiel beim Reisen oder beim Kauf über das Internet. Aber wenn er verhandelt, dann muss er noch wissen, was sein Gegenüber will. Und dafür fliehen wir an die USA, für unseren amerikanischen Partner die europäischen Messagen zu überbringen. Für Brücken zu bauen, zwischen denen zwei Blick an Vertrauen herzustellen. Wir haben einen großen Interesse daran, für internationale Regeln zu reformieren. Und dafür müssen wir helfen, den TISA auf die richtige Schiene zu kriegen, mit einem klaren Prinzip. Den Akkord darf nicht ändert, mehr höchstens über als Standards gehen. Die Europäische Union und die USA haben eine gemeinsame Geschichte und ein gemeinsames Schicksal. Eine freie und sichere
a sicher Welt. Und dafür sollen wir zusammen ein internationales System aufbauen, wo wir alle beid gewinnen. Weder Europa noch Amerika kennt weiter, wenn wir diese Verhandlungen nicht mit einem Succès aufschließen. Die nächste Woche sage ich dann, was bei den Reunionen an den USA herauskommt.